Jo, da sind wir. In 2023, der erste Gaming News Stream von diesem Jahr. Salut miteinander. Und der Nico schon wieder da. Er hat schon Musik hören, alles klar. Tschüss Nico, geh Musik hören, ist gut. Dich kann man heute anscheinend nicht brauchen, ist okay. Ich habe so coole Musik gehört am Anfang von diesem Stream und es geht richtig ab. Ja, ich habe es eher ein bisschen cringe gefunden. Also, es ist so weird. Ich weiß nicht, die Passagen waren weird gewesen. Aber ja. Könnte schlimmer sein. Ja, gut, Hey, so eine Daydance, oder? Irgendwie. Ja, das stimmt auch wieder. Hoi zusammen! Alexi ist da und der Dom-Ding ist da und Matt ist da und... Halb Erupt nice. ist da. Ja, logisch, wenn du so Text in deiner Story hast. Hey Xarinor. Ich habe mir vorher auch gedacht, so shit, weißt du, was ich voll vergessen habe? Ich mache normalerweise, am Morgen und ich den Streaming-Schedule posten. Von unserem Streamplan von dieser Woche. Ich habe ihn erstellt, aber ich habe ihn vergessen zu posten. Upsi. Das hat auch niemand gemerkt. Ich denke es auch nicht. Nein, und vor allem, früher haben wir ja ab und zu noch Streams und so können bewerben. Hey Xarinor, thank you very much für die Follow. Herzlich willkommen bei uns. Wieso erst jetzt, Lyko? Wieso erst jetzt? Das ist schon ein bisschen peinlich, ja. Aber egal, ich hätte jetzt vorher noch schnell eine Story müssen machen. Darum sind wir so 2-3 Minuten. Oh, es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Also, willst du mir ernsthaft sagen, all deine Kollegen haben nicht gefollowt? Oh, was? Der Mef auch nicht? Oder wer ist das? Nein, wer ist das? Ist das der Mef? Ich bin ein bisschen enttäuscht von euch Jungs, ernsthaft. Also wirklich. Ja, also, das ist die Enttäuschung von diesem Jahr. Und wir haben nichts. Also, oh mein Gott, ja. Shame on you, guys! Shame on you! Oh, wow. Wow. Da sieht man mal wieder den Support von euch. Ja, abartig. New Year, New Ja, genau. Upsi Daisy. Genau. Schwupsis. Das Jahr ist schon ja lang. Genau darum ist jetzt schon die Enttäuschung vom Jahr. Nein, wobei ich muss sagen, wenn Breath of the Wild Tears of the Kingdom verschoben wird, dann ist die Enttäuschung noch grösser. Das muss ich wirklich sagen. Steffi, hör jetzt fast für jeden Nein, sorry. Nein, ich kann... so ein Film seit einem halben Tag ist am Durchdrehen. Seit dem Morgen. Ja, aber es tut mir ja leid. Aber hey, so krass, Mann. Ich habe... darum heisst der Titel Deep Dive, also Zelda Deep Dive. Ich habe mich da in die ganze Fantheorien reingebuddelt und irgendwelche Dokumentationen geschaut über irgendwelche Tribes. Aber das erzähle ich nachher. Es ist einmal crazy. Aber es wird spannend. Und ja. Wie seid ihr eigentlich ins neue Jahr gestartet? Habt ihr ein bisschen gefeiert an Silvester? Oder habt ihr einfach etwas auf gechillt gemacht und ein bisschen ruhig angegangen? Oder habt ihr gar nicht gefeiert? Gibt es ja auch Leute. Gemütlich, das ist doch schön. Ich habe eher gemütlich gefeiert. Ich glaube, ich habe noch nie so viel, und ich weiss nicht, ob es an meiner Generation liegt, hätte ich fast gesagt, an meiner Altersgruppe, mit der ich so umgehe, hätte ich gesagt. Aber irgendwie höre ich von mega vielen Seiten, dass sie hauptsächlich gemütlich und gechillt Silvester gefeiert haben. Ohne grosse Party. Ja, ich gehe. Ja? Entweder werden wir alt, oder es ist so der allgemeine Trend im Moment in der Gesellschaft. Es kommt ein bisschen darauf an. Nein, das stimmt. Also, wir werden, glaube ich, alt, weil ich ja noch 2 jüngere Geschwister habe. Wir sind nicht die Jüngsten. Hat eine grosse Party gemacht. Wirklich? In Ostermundigen zusammen mit seinem Kollektiv. Über 300 Leute. Holy shit! Ein Rave bis am übernächsten Tag, am 5 Uhr am Abend. Bis zum 2. Jänner? Mhm. Alter! Okay, wir werden, glaube ich, wirklich alt. Ja, meine Schwester so zu mir gekommen und gesagt, ja, aber weißt du, ich bin schon um 10 Uhr hey. Und er hat gesagt, ja, um 10 Uhr am Abend geht's. Um 10 Uhr am Morgen? Nein, um 10 Uhr am nächsten Tag. Um 10 Uhr am Morgen. Ich so, am 2. Hey, nein. Schon vor allem. Hey, nein.
gewesen, Ich Mann. muss echt sagen, ich bin recht froh. Also ich bin zwar nie so gewesen, ich bin ab und zu an Partys gegangen über Neujahr, aber mir hat es nie... Ich hatte es immer lieber mit den Ängsten zusammen gefeiert, etwas essen, ein bisschen etwas zocken oder was auch immer. Ich habe es irgendwie nicht so gebraucht, weil vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man sie manchmal jemand bin, der so Sachen gerne in einem Kreis feiert, wo ich mich dann vielleicht auch aufrege, wenn viele Menschen da sind. Und ich muss nicht das neue Jahr schon... Hey Alexis, das ist nichts Anyway. Neues. Neues Jahr, Ja, der Nico kann es immer noch nicht. Ich habe noch etwa Das ist ja 5000 so gemacht. Lass mich raten. Du hast Logi Capture Capture. nicht angeschaltet. Nein, ich habe es nicht angelegt. I knew it. Ja, Aber wieder ich- typisch. Neues Jahr, Nico hat nichts gelernt. Einfach nicht bewegen. Das ist ja nicht die Lösung. Jetzt habe ich wirklich super, jetzt haben wir die zwei gelernt im Chat, das ist super. Selber die Schuld, muss halt nicht sagen. Mama, es ist schon gut, es ist schon gut. Das ist doch gut. Also, was haben wir jetzt da? Miki Focus, Lifehack. Ja, nein, das ist auch nicht so. Das Mikrofon sollte ja eigentlich nicht neben dir sein, sondern eher so ein bisschen vor dir. Hey, schlimm, Mann. Backstreet. Backseat Streamer. Backstreet Streamer. Schon gut, sag's. Ich bin Backstreet Streamer. Komm, bring den, ist gut. Ich habe schon ein paar Mal gehört. Wieder. Meine Cousine hat mich die ganze Zeit damit aufgezogen. Ja, du siehst aber aus wie der Nick Carter, I'm sorry. Es ist wirklich... Es ist wirklich... ich hab's Nick so viel Carter. Warte, ich stelle einen Leisliger. Lüter. So, jetzt sollte auch ein bisschen besser. besser. Ich stelle dass du nicht gar nicht gehört. Kein Problem. Er verzapft den um Schwachsinn. Also, ja, Nico, gell? Wow. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Nein. Tell me why. I'm never gonna be sick. Nein, jetzt hör mal auf! Oh. Geht's wieder? Ja. Soll ich mal einsteigen? Das ist so ein aber Chorus. das ist nicht... Nein! Wir sind nicht im Musical.ly hier. Ja, ist gut. Hoi Martin. Ich bin nur hier wegen dem Schwachsinn. Ja, dann bist du hier korrekt. Tipptopp. Nee, Ja, das ist ein Schwachstream hier eigentlich. der Schwachstream, genau. Nein, wir tun hier wertvolle Informationen weiterleiten und weitergeben, wo wir zuerst viele Stunden dafür recherchieren. Also von dem her. Also ja, ich muss Heute sagen... gibt es kein Giveaway. Nein, heute gibt es ausnahmsweise keins. Ja, sorry Samuku, da musst du ein bisschen warten wieder. Bis unser Budget wieder freigegeben ist. Wir müssen noch... Musst noch ein bisschen Geduld haben, aber es kommt wieder, don't worry, kommt wieder. Nico wieder am Brennen, genau. Das ist fix der Matthew, das muss der Matthew sein. Ich habe immer so Freude an meinen blöden Ja, Wortspielen. ziemlich sicher. Steffi sagt immer so... Hoi Absturz. Was hast du dich extra eingeloggt? Wo hast du dich extra eingeloggt? Ja, wo hast du dich extra eingeloggt? Pornhub! Muss man sich jetzt nicht einloggen? Das wäre mir dann auch etwas Neues da. Also, hä? Steffi, wie Es ready gibt kein bist du? Giveaway. Heute kein Giveaway, Leute. Hallo. Heute kein Giveaway. Vielleicht nächste Woche dann wieder. Giveaway. Heute wirklich kein Giveaway. Ihr müsst doch einfach mal kommen für Gell, seid doch Stimmung. einfach mal zufrieden. Gottfried Stutz. Tut doch einfach mal die Schweizer Szene ein bisschen supporten. Immer weiter nur nehmen. Gebt doch auch mal ein bisschen etwas. Steffi, fang bitte an zu rennen, es wird jetzt passen. Nein, sorry, ich finde es gerade zu abstrus. Ich kann gerade nicht. Ich habe keine Oh, Zwiebeln oder schön. Chili unterwegs. Hm? Schön, wie du aus dem Nutzernamen Abstrus gemacht hast. Nice. Ah, nice. Ich sehe, wie dein Hirn gibt. Ja. Wir sehen, ihr seht Breath of the Wild bzw. Tears of the Kingdom Fan Theories und Lore Deep Dive einfach wirklich on fire. Ich sag's dir, es ist Steffi heisst nicht mehr Steffi, sondern Loredana. Nein, bitte nicht. Ist gut, aber verzichte auf den Namen. Okay, ist gut. Mega Lore. Also ja, egal. Ja, ich weiß schon, aber Loretta... Ist mega lustig. Nein, komm, jetzt hör mir auf mit dem Gut, Sagen. also. Aber was wir könnten Hör mal machen, an. Nico, Ja. nehmen
Nein, wir machen kein Update, bitte. Danke. Ist Audacity Audacity starten? Und nein, ob da kein Update, please. Vivi, gang raus. Gang weg. Nicht gut, doch muten. Ja, Bitte nicht wieder ein Windows-Update starten. Nein, ich habe meine Treiber-Updates schon gemacht. Ja, schon vorher. Ihre Treiber sind gestellt. Was? Was? Ihr gesagt, deine Treiber sind gestellt. Ich glaube, ich muss sie doch muten. Oh Mann. Genau. Nico, sag mal etwas. Ich höre dich gar nicht. Ja, komm, hör auf. Also, weißt du, das Lustige ist ja, wenn ich ihn mute im Streamlabs, dann höre ich ihn immer noch, aber dir hört ihn nicht mehr. Tja. Klingt sie mega lustig, ja. Ja. Ich habe die Macht. So, also. Also? Ja, ich würde mal meinen, Februar, was meinst du? Warte, Audacity noch starten. Bist du ready? Ich bin ready. Wait, Wiedergabe. Nein, Moment. Aha. Aus irgendeinem Grund zeigt es mir. Warte schnell. Ich darf kein Intro machen. Nein, ich mache das. Steffi hat es schon für sich gelegt. Ja. Aber da Aufnahmegerät. Gut, kann ich sagen. Ja, stell dir vor, das Aufnahmegerät ist plötzlich irgendwie die Webcam oder so. Das ist ein bisschen scheisse. Ja. Oh ja, also das machst du das nächste Mal, ist gut. Nico singt das Intro. Bis nächstes Mal hast du Zeit. Du hast eine Woche Zeit, um dir etwas aus. K-Pop oder was? Oh ja! Zum Beispiel so ein Anime-Rocksong. Das ist geil. Gut. Ich bin Fan davon. Findet ihr das auch gut? So eine Anime-Intro, Rocky Gang, Kitschy Gang, Dub-Song. Hey, wenn alles gut kommt, geben Party! wir sogar recht gleich einen raus. So eine Anime-Dings. Geil. Nice. Mit japanischen Lyrics. Nicht von mir gesungen, vom werten Herr Chanti, der mit unserer Band war. Aber vielleicht können wir singen den raus. Yes, sir. Ja gut, also komm, starten wir mal. Ist gut, was meinst du? Ja. Rack Ja. drücken. Das rote Wenn sich der Besucher kann entscheiden zwischen 16 und 17, jetzt längt es dann. Hallo, 16 und 17. Ja, jetzt ist es wieder 15. Alles gut. Dude, ist Okay. doch scheißegal. Wirklich. Also, ja, Start drückt. 3, 2, 2, 1. 1. Ich hoffe, es hat noch nicht. Nur Emote-Only-Chat. Also, das müssen wir noch heute schnell machen. I'm sorry, Leute. Oh, jetzt muss ich sie suchen. Wieso müssen wir jetzt Emote-Only? Sub-Only. Nein, Sub-Only wollen wir nicht. Er macht immer das. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer die Ja, Gleiche, wir haben die ja das schon nichts Spannendes. Also von macht. dem her. Sie ist einfach gerade so ihr eigenen Channel. Ja, ist ja wahr. 2013 ist das Jahr von Self-Love. So, hier. Etwas hat ja die Kanalpunkte, genau. Perfekt. Ja, aber jetzt spammt. Also wenn ihr schon immer Only-Chat wollt, dann müsst ihr auch ein bisschen spammen. Spammen jetzt rein. Also jetzt müsst ihr wirklich, wenn ihr nur Emotes könnt schreiben. Du könnt uns ja Geschichte erzählen, Ja, wie zum Beispiel euer Ja, Jahr gestartet hat in Emotes. in Form von Emotes. Oh mein Gott. Wir müssen raten, welches Spiel das ihr meint. Ihr müsst das Spiel Gott, darstellen in stell dir Emotes. vor. Hat ganz solid gestartet. Okay, alles klar. Mit Ganz viel solid, Liebe. okay. Am Martin sein Jahr hat mit ganz viel Liebe gestartet. Lala. Mega love. So. Okay, cool Story, Bro, ja. Yeah. Nice. Das ist nicht der Bob Dylan, der Bob Bob Dylan Song, genau. Der Ross. Bob Ross, genau.
Ab in die Tonne. Oh shit. Okay, Dom-Ding hat nicht so guten Start ins neue Jahr gehabt. Darkness Love. Sieht aber eher aus, als würde es ab in die Tonne schmeißen. Oder so. Ja, irgend so etwas. Und Martin hat Dose, was, Kaka? Mit einem Heiligenschein? Hey. Okay, interessant. Ja, sorry, das ist Kaka mit einem Heiligenschein. Heilige Scheiße ist das? Ja, Heiligenschein. Heilige Scheiße, okay. Oder Nutella. Ja, genau, als ob. Das könnte Nutella sein. Ja, genau. Also, ich tue wieder normales Stream-Chat aktivieren und dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt in die neue Episode. Okay, Martin, ich wollte nicht wissen, was du über Neujahr gemacht hast mittlerweile. Nein, lieber nicht. FSK 18. Nein, please no. Please don't tell us. Also, sind wir ready? Ja. Noch schnell etwas, kleine Information. Genau, das fast vergessen. Boah, das wie nach dem Neujahr, die Hälfte vergessen, Leute. Ihr mögt euch erinnern, vielleicht, so wie ich jetzt auch so knapp noch gerade, wenn wir unsere Podcast-Aufnahme am Machen sind, dann können wir natürlich schlecht auf eure Fragen oder Dings oder so eingehen, Kommentare oder was auch immer ihr in den Chat schreibt. Aber as usual, am Schluss vom Stream machen wir das dann noch sehr gern. Beziehungsweise eben, sobald die Podcast-Aufnahme beendet ist. Und nein, jetzt tun wir keine Dings mehr machen. Sondern wir starten jetzt mit der Aufnahme. Genau. 3,5 Minuten haben wir schon jetzt rausgezögert wegen euch. Nein. Also, sind wir ready? Ja. Jetzt haben wir vorher ein gutes Intro zurechtgelegt, jetzt habe ich es wieder vergessen. Sollen wir nochmal das Ready machen mit dem Klatschen? Ja, komm, machen wir nochmal. Ja. Also, Start. 3, 2, 1. Fast nicht verzögert, das ist voll okay. Also, let's go. Geil. Es ist unser erster Stream, hat er schon gesagt. Ich fange nochmal. Hat ja gut an. Also. Stream. Genau, Stream. Der Treue ist da. Hör jetzt mal auf zu schauen, wer alles im Lurk ist. Jetzt hör mal auf, die ganze Zeit zu schauen, wie viele Leute das uns zuschauen. Es ist alles scheißegal. Konzentrier dich auf die Schüssel. Dude. Also, ist gut, fangen wir an. Es getraut sich gar nicht mehr zu sagen. Richtig so. Erste Podcast-Episode von Buffcrit laut im neuen Jahr 2023 und gerade mit der Episode Nummer 44, Schnapszahl, passend zum Silvester, wo ihr hoffentlich alle gut gefeiert habt und hoffentlich seid ihr auch super gut in das neue Jahr gestartet. Hoffentlich schön gemütlich oder Party hard, je nachdem, was ihr bevorzugt. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin happy, bin ich nicht mehr allein. Die Episode vor Weihnachten musste ich allein noch machen. Es war eine kleine Herausforderung. Umso happier bin ich jetzt, dass der Nico da ist wieder. Hoi Nico! Hallo! Wie das geht's ist schön, dir? dass sie dich vom Stream-Single abhalten. Ja, das ist wirklich fantastisch. Das muss ich sagen, ich bin sehr glücklich. Bist du wieder da? So einen Podcast so allein auf Snap, auf Gaming News, ist schon nicht so cool wie mit dir. Also, hatte ich schon sehr vermisst. Wow, okay, warte schnell, Entschuldigung, hallo, irgendetwas ist this a simulation? Is this fake? What is happening? Sieht aus wie die Steffi, sie redet wie die Steffi, aber... Hat das irgendjemand gehört? Kann man das klippen, bitte? Ich weiß nicht, ob das echt ist, aber ja, ich nehme das sehr gerne an. Merci vielmals, Weisst Nico, man weiss erst, was man verpasst, wenn man es nicht mehr hat. Okay, we need to start it there, okay? Es ist jetzt Nein, aber schön sind wir wieder zurück am Start mit unseren Gaming News hier bei diesem wunderbaren, tollen Podcast von brach.ch mit Buffcrit Loot geht es das Jahr natürlich wieder voll in die Gaming-Themen rein. Und wir haben natürlich auch das Mal echt coole Themen mit am Start. Wir machen einerseits, und ich sage euch Leute, mein Kopf raucht
jetzt schon von der ganzen Recherche, die ich den ganzen Morgen und halben Nachmittag gemacht habe. Wir machen einen kleinen Deep Dive in die Zelda-Lore. Weil, ein kleiner Reminder, am 12. Mai kommt Tears of the Kingdom, also der Nachfolger von Breath of the Wild. Und das ist so das Game, wo ich am absolut meisten gehypt bin drauf. Darum habe ich mich da ein bisschen in die Lore gestürzt, um dass wir ein bisschen über das reden können. Anschließend haben wir noch Horizon Call of the Mountain VR. Da erzählt euch der Nico ein bisschen ausführlich darüber. Wir haben ein Update von Sony. Die machen nämlich einen Controller, der für eingeschränkte, also disabled Gamer extra entwickelt wird. Und natürlich durch das eine fantastische Neuigkeit ist für ein bisschen disabled Gamer. Wir haben Make Your Mark. Das ist ein League of Legends Event in der Erupt Lounge, wo schon bald stattfindet. Und ganz eine kleine Information zum Powerwash Simulator. Und das sind unsere Buff-Themen. Crit-Themen haben wir auch eins. Und zwar gibt es eine ganz dreiste Kopie von Wandering Village. Darüber erzählen wir euch später mehr. Und im Loot tun wir jetzt ab diesem Jahr euch immer die neuen Releases vom kommenden Monat vorstellen, da wir natürlich das Ende Dezember nicht haben machen und das jetzt der erste Podcast, also die erste Podcast-Episode von dem Jahr ist, vom Januar, werden wir natürlich jetzt einfach am 9. bzw. 10. Januar auf die Releases im Januar eingehen. Ab dem 30. Januar gibt es dann immer eine kleine Vorschau auf den kommenden Monat. Und natürlich, bleibt natürlich immer noch die gleiche Kategorie, wo wir euch erzählen, was wir alles eingekauft haben. Dann würde ich sagen, starten wir. Wow. Was? Wow. Eine Ladung. Ja, also wir fangen natürlich wieder volle Kanne an. Also etwas anderes erwarten wir ja hoffentlich nicht, oder, von uns? Nein, überhaupt nicht. Nur das Beste und noch mehr. So soll es sein. Wir starten natürlich voller Wucht in das neue Jahr und soll ja geil sein, oder? Also ich bin überzeugt, dass das Jahr auf jeden Fall fantastisch wird. Aber gerade mit Hinblick auf die ganzen grossen Releases vor allem. Also ich meine, jetzt kommt ja dann schon gleich Hogwarts Legacy, auch wenn es ein Spiel ist, das von vielen Seiten boykottiert wird. Ich freue mich trotzdem drauf, muss ich zugeben. Obwohl ich kann die ganze Debatte drumherum verstehen und ich unterstütze das natürlich auch gar nicht, was da die J.K. Rowling verzapft hat. Die ist ja sehr transphob. Das ist verdammt traurig eigentlich. Das Universum ist so toll. Und das nächste grosse Release ist ja näher, glaube ich, schon. Also so ziemlich der grösste, Tears of the Kingdom. Und da habe ich ganz viel darüber zu erzählen. Ja, ich weiss, Steffi. Ich habe den ganzen Morgen davon gehört schon. Nicht nur du, hey, was ich Leute so gespammt haben mit neuen Erkenntnissen und so weiter. Also neue Erkenntnisse. Ich glaube, ich habe noch nie einen Trailer dermaßen auseinandergenommen wie der Tears of the Kingdom Trailer. Beziehungsweise es gibt ja mehrere Tears of the Kingdoms Trailer. Und da wir ja jetzt schon im Januar sind und es ja gar nicht mehr so wahnsinnig lang geht, bis das Game rauskommt, eben am 12. Mai, ist, by the way, ein Freitag. Hast du gewusst? Ist ein Freitag. Und weißt du, was am Freitag ist? Die Stream? Ja! Jetzt will ich mir überlegen, was ich so mache. Ob ich einfach so frei nehme? So ganz dreist. Nein. Oder ob ich einfach den ganzen Tag, ob ich so einen Special Stream so mache oder einfach den ganzen Tag so Tears of the Kingdom streamen hier auf dem Channel. Ja. Von Brack.ch. Brack muss zahlen. Nein. Genau. Genau. Nein, folgendermaßen. Es kommt am 12. Mai. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen, weil das für mich so das Game ist, auf das ich mich wirklich mit Abstand am meisten freue. Also bin ich noch extrem viel mehr gehypt als Hogwarts Legacy, muss ich wirklich zugeben. Und es ist halt so, dass vor kurzem ist gerade die Alterseinstufung bekannt gegeben worden. Also in Amerika ist es ab 10 eingestuft worden. Das bedeutet USK, also im deutschen Markt wird es auch wieder ab 12 sein. Und das ist genau gleich. So? Das ist die genau gleiche Einstufung wie Breath of the Wild schon war.
Was natürlich... 12 und 10, aber warum denn genau? Was, 12, 12, Also 10? ist es in Amerika für ab Ab 10 10? und bei uns ab 12? Ja, ist immer so. Weil Bei uns die ist immer 2 Jahre amerikanischen älter. Kids ein bisschen... Ja, etwa deswegen. Kann ich mir gut vorstellen. Okay. Sorry. Schon gut. Genau. Nein, und durch das, dass jetzt natürlich die Altersfreigabe gegeben ist, also bekannt gegeben worden ist, das deutet halt extrem darauf hin, dass das Game so weit fertig ist, erstens. Und zweitens natürlich, dass das Release-Datum fix ist, also es wird nicht mehr verschoben werden. Und drittens, ja, können wir jetzt dann endlich mal wieder ein bisschen mehr Marketing-Sachen erwarten, beziehungsweise ab jetzt geht das Marketing los. Das heisst, wir werden ein paar mehr Trailers sehen. Es hat auch schon diverse Booklets gegeben, die online im Umlauf waren, also Fotos davon, die im Umlauf waren online. Und das ist natürlich echt cool, weil wir sehen durch das natürlich ein paar Infos, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Es gibt zum Beispiel auch irgendwie anscheinend eine Online-Funktion. Andererseits, also ja, wir glauben aber eher alle, dass das mehr etwas ist, was mit dem Speicherstand zu tun hat, als dass es wirklich eine Funktion gibt, wie, ja, also, beziehungsweise, ich muss ein bisschen ausholen, es hat bei einem anderen Zelda-Game, ich bin mir gar nicht mehr sicher, bei welchem, ob es echt Wind Waker war, sind wir echt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat es in einem vorherigen Zelda-Game die Funktion gegeben, wie bei den Souls-Games, also bei den Dark Souls-Games, dass man sich gegenseitig hat können Notizen schreiben konnte. Weißt du, eben Mhm. so bei so So Danger Nachrichten Ahead am und so. Boden. Ja, ja, Genau, ja, ja, genau. ja, ja, genau. Es ist schon Spekulationen umgegangen, dass das Feature eventuell wieder eingeführt wird. Ich würde es aber ehrlich gesagt ausstellen. Ich finde so Zeug eher irritierend und nervig, vor allem wenn es fälschliche, Wenn also es wenn so es Trolls sind, ja. genau, so irreführende Dinge sind, das ist natürlich echt scheiße. Und ganz ehrlich, wenn er irgendwie plötzlich so Hinweise sind wie «Hey, da vorne links hat es das und das» oder so, oder «Dort findest du das und das», ja, für mich würde auch in der Spielspaß verloren gehen, wo ich das ja selber erkundigen, oder? Also von dem her, ja, you know. Ja, verstehe ich sehr gut. Also, sehe ich auch ein bisschen so, wenn ich da schnell einwerfen darf, als ich Ja, mach Elden nochmal. Ring gespielt habe, habe ich es lange offline auch gespielt, weil ich einfach so gefunden habe, ja, eben, ein paar finden die Messages und so, finden die hure lustig und eben, da gibt es hure viele Trolls, die irgendwie sagen, hey, wenn du noch ein bisschen weiter gehst, findest du eine versteckte Tür und dann läufst du natürlich direkt in den Abgrund oder was auch immer oder in Ja, einen zum Feind Beispiel so. rein. Mega lustig, Jungs, hure geil, für das spiele ich das Spiel, das ich so. Oder? Also Ja. bin ich auf deiner Seite. Bin ich auch lieber jemand, der lieber offline spielt, wenn es so Sachen gibt. Ja, ich bin irgendwie auch nicht so Fan von so Zeug. Aber ja, das muss ja dann schlussendlich jeder für sich selber entscheiden. Erstens und zweitens ist natürlich cool, aber lässt sich natürlich ein- und ausschalten, wie man gerade Bock hat. Das ist natürlich noch cool. Dann hat es weiter tatsächlich auch einen Leak gegeben für, jetzt habt ihr noch fest, eine neue Switch Special Edition im Zelda-Style. Oha, wie sieht die aus? Die sieht tatsächlich recht geil aus. Also im typischen Zelda-Style. Und es ist wirklich, es ist eigentlich schon ein bisschen Tradition, dass es Dings gibt, Special Konsole oder zumindest Controller Edition. Das hat es bei Wii U schon gegeben, bei der Wii hat es gegeben. Bei N64 GameCube bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es das auch gegeben hat. Und es ist Ja, natürlich wieder goldig. Es ist immer goldig. Also Nintendo Wii ist DS hat goldig. so einen gegeben, oder? Ja, genau. Der 3DS XL hat so einen Gold Ja, gegeben. Genau, den habe ich ja, sogar. ja, genau. Ja, Da den habe ich gibt's. sogar. Den habe ich daheim. Der ist cool. Mit der Majora's Mask drauf und noch was anderes. A Link Between Worlds und noch das dritte Strive. Das ist, wo man das dritte kann spielen kann. Aber ja, nein, ist auf jeden Fall echt. Also, ich finde es cool. Also, ich muss echt sagen, allerdings, wer kauft sich jetzt noch eine Switch? Sie ist immerhin 7 Jahre alt, jetzt gleich. Und ich Holy frage shit, oder 7? ja, 6 oder 7 Jahre. Und ich frage mich halt so ein bisschen, also klar, es ist glaube ich ein OLED-Modell, bin mir grad gar nicht sicher, aber 100 es muss 100 ein OLED-Modell sein, etwas anderes wird glaube ich gar nicht mehr gross produziert. Und Mhm. das ist natürlich, ja, also für mich stellt sich auf dem immer noch die Frage, lohnt es sich noch, jetzt noch eine neue Switch zu kaufen? Wo wir immer so ein bisschen denken, so, ja, aber es muss doch gleich mal eine neue Konsole rauskommen. Weißt? True.
Aber Ja. anscheinend geht es wirklich noch eine Weile, bis da neue Hardware rauskommt. Und darum haben sie sich auch dafür entschieden, dass sie, dass sie jetzt gleich, also das müssen sie sowieso halt, eine Special Edition rausbringen. Ja, und Ich finde es juckt mich schon sehr in meinen Fingern, so ja. die Special Edition zu holen. Sieht schon schön aus, so mit den Ornamenten. Hey, musst, Sammlerding, Ah, oder? Also eben, das ist doch gell, etwas, was du einfach, für das gibst du einfach gerne Geld aus, das tust du dann irgendwie auch schon. gerne Das stellst anschauen, du dann gerne präsentieren, aus, ja. aufstellen. Ja, so Ja, dann haben bin wir ich erst auch. schon, ich habe auch schon mit der OLED tatsächlich habe ich wirklich umstudiert, ob ich mir die so hole. Und dann habe ich gefunden, so, ja, aber meine Switch, die tut ja noch und ja, Zeug und Sachen. Und ja, warum wir jetzt eine OLED kaufen, wenn ja meine normale Switch ja noch tut und so. Aber mit Mhm, der mhm. Special Edition von Zelda, ja, bin ich mir schon schwer am Überlegen, ob ich die so holen. Wo ganz ehrlich, ich bin wirklich grosser Zelda-Fan. Ich habe es jetzt gerade wieder gemerkt, als ich Breath of the Wild wieder am Spielen bin und jetzt, als ich Media Lore wieder reingelesen habe, es ist einfach schon verdammt geil. Also, das muss man schon sagen. Ja, ja. Ja. Also die Story dahinter, ich muss leider fragen, weil ich bin zu wenig in dem ganzen Du spielst es gar Zelda. nicht, gell? Hast du jeweils ein Nein, einziges Zelda-Game gespielt? kein einziges, nein, kein Holy shit, einziges. dass ich überhaupt mit dir reden, Nico. Ja, schau, das Ding ist, es irgendwie hat es mich nie. Also, mal, ich habe vielleicht das erste auf dem Gameboy habe ich sicher ein bisschen angespielt, aber wir hat dann einfach, glaube Pokémon sehr schnell eingenommen. Ah, okay, ja Und gut. Das kann natürlich gut ja, sein. und ich habe es dann nie so verfolgt und ich bin auch nicht so ein grosser Nintendo-Spieler gewesen, eigentlich nie, ich habe nie einen Nintendo gehabt. Und da es halt ein Switch-exklusiver Titel ist, hat es mich Hm. nie reingezogen. Aber ich verstehe die Faszination schon, auf jeden Fall. Okay, ja gut. Immerhin das, ja. Ja. Aber eben, ich glaube, so irgendwie, so, als Kind hat man so, wieso du die Starter-Pokémon gewählt hast, aber entweder Zelda, Pokémon, Mario oder was gibt's noch? Ich glaube, es sind die drei. Ähm, die Ähm, drei. Ja. ja, so hast Tetris. du. Ja, haha. Nee, aber genau so hast du so dein Franchise gewählt. Also entweder bist du Pokémon oder Zelda oder Mario am Spielen. So, weißt du, was ich meine? Irgendwie. Ja, genau, ja, genau, ja, Ja. genau. Aber ich habe zum Beispiel ja, selten mal ein Pokémon gespielt. Also ich bin dort zu sehr Zelda-Fan und Mario interessiert mich auch nicht so. Aber es ist schon Es, sehr klischeehaft. ja. Es ist eigentlich erstaunlich, wie viele Leute auch noch, das habe ich festgestellt, wo ich bei den Leuten Besuch bei diversen Leuten haben auf dem WC tatsächlich noch einen alten Gameboy mit Oh, wie Pokémon drauf. cool! Aber das ist aber echt cool, ja. Das ist Ja, so lustig. why not? Gut, aber du bist ja ewig auf dem WC, da kommst du gar nicht mehr drauf. Also. Ja, ja, da bist du den ganzen Abend auf dem WC am Super, ja, genau. Auf Hunger stinkst du so langsam. Genau, nein, So. danke. Nein, aber ich bin wirklich aufgrund von ja, diversen News, also jetzt eben vor allem durch den Leak von der Special Edition von der Konsole, von der Switch, bin ich natürlich noch mal ein bisschen schauen, dass wir sonst eigentlich so alles wissen von diesem Spiel. Und so wirklich viel hat Nintendo ja noch nicht preisgegeben. Aber du kennst ja die Fanszene. Wenn Fans mal so ein bisschen Schwung genommen haben, wenn die so mal ein bisschen Fahrt genommen haben, dann sind sie nicht mehr aufzuhalten. Und Nicht mehr zu bremsen, ja. was die für Theorien zusammen gedreht haben und sich zusammen gesponnen. Also das ist ja jenseits. Also einige wirklich durchaus plausibel und auch wirklich, muss man sagen, so, ja, könnte durchaus so sein. Andere, wo man wirklich den Kopf schüttelt und sich so sagt, so, what the hell? Did you think drugs or what? Nein, also etwas, was mir aufgefallen ist, als ich die Trailers nochmal durchgeschaut habe, und ich weiß nicht, ob ich da zu wenig gut geschaut habe, oder ob einfach der komplette Trailer an mir vorbeigegangen ist ja, dass Zelda, das nicht Zelda, dass das Master Sword bricht, also kaputt geht. Also es bricht ja nicht in dem Sinne. Ich habe eher das Gefühl, es wird so ein bisschen zerfressen von dieser dunklen Materie, hätte ich fast gesagt, vom Demise. Ja, ja, ich habe es auch Ja, gesehen. Also, mhm. kurz das Bild gesehen. Du Mhm, musst mir schnell ganz sagen, kurz. das Schwert, was das hat mit dem Schwert auf sich? Ist das
Es ist das Schwert, ja. Also das ist wo so... der Link ganz am Anfang findet. Das Nein, okay. Also du musst es wirklich finden. Du musst es schon ein bisschen erarbeiten. Immer, in jedem Game eigentlich musst du dir das erarbeiten. Aber es ist halt das Game, das Schwert, wo der Held halt auserwählt jedes Mal. Nur der Held kann es führen. Und, also es ist wirklich so ein einmaliges Teil. Und jetzt zum Beispiel bei Breath of the Wild ist es so, dass du hast ja die Waffen gehen ja mit der Zeit kaputt. Und das Master Sword heilt sich zum Beispiel immer von allein. Okay. Ja. Okay. Und, Also es tut sich wie selber reparieren. So. Genau. Und in den Dungeons zum Beispiel ist es stärker als, also weißt, bei den 4 Titanen hat es eine Stärke von 60 und in der offenen Welt, in der Open World, hat es eine Stärke von 30. Das ist zum Beispiel auch recht interessant. Gibt's ja. Doppelte. Mhm. Ja. Krass. Cool. Ich sehe, du weißt Bescheid. Ja, wie gesagt, ich habe mich gelesen. Beziehungsweise aber ich bin ja Breath of the Wild sowieso aktuell nochmal am Spielen. Und probiere wirklich so viel wie möglich mitzunehmen. Nein, aber musst du jetzt, also hab dich fest. Also, kommen wir voran mit der Fantheorie. Okay. Also, eine Fantheorie besagt, dass der Ganon, wo man ja Ende von Breath of the Wild, und ja, alle Spoilers hat, wer hätte es gedacht? Ganondorf. Ganondorf ist ja nur ein Gestalt vom Ganondorf. Ich spam einfach rein. Ja, Ganon ist so der Ultimate Beast. Das ist so noch ein bisschen die grössere, mächtigere Version vom Ganondorf. Okay. Genau. Und eine Theorie besagt, dass es gar nicht wirklich der echte Ganon war, den wir besiegt haben, sondern dass der echte Ganon eben der unter dem Schloss ist, also die Leiche, die wir finden, mit dem rot-schwarzen Gewaber, wo um die Leiche herum schwabert und so. Und eben, dass wir gar nicht wirklich den Ganon in dem Sinn besiegt haben, sondern nur so einen Schatten von ihm. Das ist eine Fantheorie, dass wir jetzt eben der echte Ganon, also ihm auf die Spur kommen und ihn müssen töten, also ja, besiegen. Eine weitere, also es ist nicht wirklich in dem Sinne eine Fantheorie, sondern mehr eine Vermutung aufgrund des Trailer, ist, wo man im Trailer den Dekobaum nie mehr sieht. Der ist einfach plötzlich weg. Und man weiß aber nicht so genau, wo das Game an sich ja in mehreren Zeitebenen spielt. Du hast tatsächlich auch anscheinend spielbare Flashback-Szenen. Also du spielst Erinnerungen sozusagen. Was auch ziemlich interessant kann werden. Wir sehen ja auch zum Beispiel, dass der Link ganz verschieden aussieht. Also einmal sieht er so, wie wir ihn kennen aus Breath of the Wild. Einmal hat er viel längere Haare und ein bisschen andere Gewänder. Und einmal hat er so richtig so fast griechisch angehauchte Tunika an, die aber schon sehr alt aussieht. Weißt? Also, ja, aber ich habe das Gefühl, wir spielen wirklich so in verschiedenen Epochen. Aber durch das, dass man den Dekobaum im einen Shot nicht sieht, gehen ein paar davon aus, dass der Dekobaum aus irgendeinem Grund stirbt. Okay. Und der Dekobaum ist ja aber der mit dem Link vielfach kommuniziert. Und dann braucht es natürlich jemand Neues, der mit ihm kommuniziert. Und darum haben ein paar Fans das Gefühl, dass eventuell sogar die Fei zurückkommt aus Skyward Sword. Die Fei ist ein Teil von der Göttin Hylia. Der andere Teil ist ihr Zelda wiedergeboren. Aber das ist so ein Geist, der immer das Master Sword lebt, sozusagen. Genau. Ja. Und es ist im Game super nervig. Sie weiss einfach immer alles und es ist einfach mühsam. Aber Skyward Sword wird anscheinend super relevant werden. Nur mal ein bisschen als kleiner Hinweis: Skyward Sword ist das allererste Game in der Timeline von der Zelda-Timeline. Also alle Games, alle Games, die es gibt, spielen chronologisch betrachtet nach Skyward Sword. Und man vermutet, Nintendo hat bewusst den Release gemacht von Skyward Sword, damit die Leute wieder ein bisschen up-to-date sind bezüglich diesem Game, beziehungsweise der Story.
weil sie eben das irgendwie auf eine geisse Art mit Tears of the Kingdom verknüpfen. Ich sehe, ja, Ja. ja, natürlich. Damit es zusammenhängt. Aber das ist ja Genau. überall so bei diesen Lore-Sachen. Ich meine, Ja, man wobei muss sie das. haben eben darum gesagt, dass Breath of the Wild anscheinend in dieser Timeline nicht könne, connected werden. Also sie würde nie in dieser Timeline reinpassen. Darum ist Okay. man sich nicht ganz sicher, ja, ob das jetzt wirklich der Fall ist oder nicht. Aber es bleibt auch mal spannend. Ja. Was auch ganz viel vermisst haben, sind Dungeons, so die klassischen Dungeons von den alten Zeldas. Und anscheinend kommen sie jetzt zurück. Also man vermutet, also es gibt so wie eine Tür oder so einen Ort, wo man muss 7 Tränen sammeln muss. Und ja, Tränen, Tears of the Kingdom, da fällt es schon an, gell? Wo man wahrscheinlich so 7 Dungeons muss machen muss, wo man 7 Tränen sammelt, um das Tor zu öffnen. Und die Frage ist natürlich, was ist hinter dem Tor? Ist es das Sacred Realm? Und das Sacred Realm ist dort, wo das Triforce aufbewahrt wird. Auch dort, also es ist, es kann spannend werden. ich bin sehr gehypt und meine Stimme ist gerade am Abkacken. Eine Theorie ist auch, dass Zelda beispielsweise spielbar ist. Dass Zelda spielbar ist aber, denke ich mal, eher unwahrscheinlich, weil sie stürzt ja relativ früh ab. Und es ist eher wahrscheinlich, dass Zelda mal wieder einmal die Maid in Nöten wird sein, um ehrlich zu sein. Es wäre natürlich schön, wenn es nicht so wäre, aber man sieht sie halt wirklich nur in einem ganz kurzen Teil vom Trailer und dann halt nicht mehr. Und ein essentieller Part von diesem Trailer ist halt, wo sie abstürzt in so eine Finsternis ins Niemalsland, hätte ich fast gesagt. Also, ja, das ist natürlich ein bisschen sad. Eine Theorie besagt übrigens auch, dass der Link, ja, wo wir am Anfang in den Trailers sehen, also der vor 10'000 Jahren gelebt hat, dass das originally sogar der Ganondorf war und dass der Ganondorf durch die Mais sich in Ganon verwandelt hat. Also ganz abstrus. Also das hoffe ich nicht. Andererseits würde es irgendwie schon enorm spannend sein, wenn man sich das mal überlegt. Also stellt euch mal vor, der Original Hero kämpft gegen die Mais. Aber die Mais verschlingt den Original Hero und aber ein Teil von seiner Seele splittet sich ab und wird in Link wiedergeboren. Weißt du, was ich meine? Das wäre schon auch spannend. Das wäre super interessant. Das habe ich vorher heute Morgen auch überlegt. Also ich bin voll aufgegangen. Ewig kannst du dich auch mit dem beschäftigen. Absolut. Und eben, wie gesagt, ich sehe jetzt ein paar Parallelen zu all dem, wo bei Dark Souls oder Elden Ring gemacht wird. Ich meine, die Lore von diesen Games ist niemals die Lore, wo nachher Fans und Fanboys und Fangirls nachher hinten dran von dazu dichten. Das ist halt das. Und Also, ich bin echt gespannt. Weißt, also teilweise sind ja Fantheorien schon sehr akkurat. Also manchmal können sie wirklich sehr korrekt sein. Also schon fast erschreckend korrekt. Aber teilweise finde ich es so abstrus, dass ich wirklich denke, also, ja, come on. Und ja, meistens geht halt das Game auch in eine ganz andere Richtung. Oder die Fans denken halt einfach auch viel zu weit ganz oft. Also sie erwünschen sich Sachen, die halt auch zu weit gedacht sind. Und wo man halt echt muss sagen, so, ja, geht ein bisschen too much. So kompliziert wird es ja doch nicht. Ja, und ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob Nintendo das einem von seinen doch bekanntesten und beliebtesten Franchises wird antun, dass so der Original Hero der Ganondorf wäre. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Obwohl ja in der Geschichte, wo ja die Impa bei Breath of the Wild die History von diesem Hero vor 10'000 Jahren erzählt, hat er ja rote Haare. Und Ganondorf hat ja auch rote Haare. Darum, es ist so ein bisschen, you never know. Aber eben, da dichtet man sich vielleicht auch Sachen zusammen, weil ganz ehrlich, vielleicht haben sie einfach die Haare vom Hero rot gemacht, weil es ein Papyrus-Untergrund war und man Gelb einfach nicht gesehen hätte. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Ja, ich sehe Drum, ja. Manchmal gibt es eine ganz einfache Erklärung für genau, das meine ich. Genau, das meine ich, ja. Auf jeden Fall, was auch, und das ist für mich die mit Abstand spannendste Theorie,
Und da bin ich wirklich tief drin. Ich habe mir fast eine 1,5-stündige Doku durchgeskippt. Beziehungsweise, nein, ich glaube, ich habe die ersten 30 Minuten können schauen, mehr nicht. Zu einem Original Tribe in Breath of the Wild namens wie heisst sie? Zonai. Genau, Zonai heissen die. Wir kennen von Breath of the Wild natürlich die Sheikah. Die sind in sehr vielen Zelda-Games sehr relevant. Sie sind ja sozusagen Beschützer von der Königsfamilie, Beschützer von der Zelda, wo natürlich das Triforce, also das Stückchen vom Wisdom Daily beinhaltet, also besitzt. Also sie ist so, ja, sie besitzt das Triforce von Weisheit und die Sheikah sind ihre Beschützer. Und was wir bei Breath of the Wild kennengelernt haben, sind Yiga. Und sie sind Anhänger vom Ganondorf. Und das ist so das rote Auge. Also Chica ist das überall mit dem blauen Auge abgebildet, mit dieser Träne. Ja. Und Yiga sind Abkömmlinge von den Chikas und haben ein umgekehrtes Auge mit einer Träne. Und es ist rot. Mhm. Und, genau, und sie sind eben die Anhänger von Ganondorf. Also eigentlich auch die Beschützer von der Power, vom Triforce of Power, das wo eben der Ganondorf besitzt. Und was wir aber noch nie wirklich in Kontakt sind gekommen, sind ja, eben so, wer ist die Macht, die Magie, die der Link beschützt? Also es wäre ja eigentlich offensichtlich, dass er auch so eine Magie hätte, die auf seiner Seite ist. Und meistens hat es ja, also es ist irgendwie so etwas mit der Natur. Es ist ja immer so ein kleiner Bursch, der so ein bisschen naturverbunden ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ja, die grüne Magie, die wir jetzt überall sehen, das ist die Magie von diesen Zonai. Und die Zonai ist ein Stamm, der vor Jahrtausenden gelebt hat und plötzlich wie vom Erdboden verschwunden ist. Man sieht wahnsinnig viele Überbleibsel in Breath of the Wild, ganz viele Ruinen und so weiter. Wo übrigens überall so Schlangenköpfe, Vögel mit sehr ruinenhaften Darstellung, mit immer wiederkehrenden Mustern und so weiter. Und wenn man die 3 fetten Labyrinthe schafft, wo auf der ganzen Map verteilt sind, dann ist die Belohnung, die man dort in den Schreinen erhält, eine Barbarenrüstung. Und die Barbarenrüstung ist die Rüstung von den Zonai. Die Zonai sind nämlich ein Barbaren bzw. ein Kriegervolk gsi, das eben Magie benutzt hat. Also auch sehr fortgeschritten in der Technologie, aber auch. Also darum, es widerspricht sich ein bisschen Barbaren und Technologie, aber anscheinend haben sie gewisse Sachen können, ja, wo vielleicht die Sheikah schlussendlich übernommen haben. Und wenn man sich so überlegt, also das so ein bisschen vergleicht, so die grüne Magie, die Symbolik und natürlich auch, ja, hast du seinen Arm mal gesehen? Also der Link kommt ja... Am Link sein Arm? Hat genau. Er tätowierten Arm? Oder? Nein, er wird ja wie so befallen, hätte ich fast gesagt, von dieser grünen Magie. Oder? Ah. Und also es ist ja so, dass am Anfang, wenn sie in den Kerker kommen oder in den Realm kommen oder in der, was auch immer, wo das ist, unter dem Schloss, wo der Ganondorf bzw. seine Leiche festgehabt wird. Dort sieht man im Trailer, dass eben seine Leiche mit so einem grünen Arm mit so goldigem Schmuck festgehabt wird. Also er ist dort wie Band. Also so imprisoned. Okay. Er kommt dort nicht weg. Okay. Und dann hast du also die grüne, wabrende Schrift, die aus dem Arm rauskommt. Mhm. Also das wahrscheinlich der Spell, der ihn festhält. Wo ihn habt, oder? Genau. Ja. Und eben als die grüne Magie ist eben alles verknüpft mit diesen Zonai. Und der Arm ist aber im linken Arm? Nein. Nein. Ich habe eben das Gefühl, also ich glaube eben, dass wenn Zelda und der Link den Raum betreten mit dem Ganondorf, wo ja eigentlich tot bzw. gefangen ist, also tot ist er auch nicht, aber so imprisoned halt, da kommen natürlich alle Mächte vom Triforce zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Zusammenkommen von all diesen 3 Triforce Daily ihn natürlich wieder wecken. Mm. Und dann erschüttert ja so die Erde und Zelda stürzt ab. Und man weiss nicht, das sieht man im Trailer nicht, ob der Link auch abstürzt oder nicht. Auf jeden Fall ist meine Theorie,
dass die Hand, wo der Ganondorf festhält, oder seine Leiche, wo ihn festhält, loslässt, um den Link oder Zelda zu retten. Und natürlich durch das der Ganondorf dann wieder erwacht. Ja, natürlich. Das wäre so hure logisch, wenn das so würde, ja, Das macht aber auch passieren. Sinn, weil es Gell? ist so wie, entscheidest du dich entweder für die Liebe oder für die Welt zu retten, oder, ja. Ja. Und, Ja, oder? oder die zweite Theorie ist, dass Zelda abstürzt, die Hand sozusagen der Link befällt. Man sieht ja, dass er dass er befallen wird von dieser grünen Magie und sich seine Hand Ja, bzw. sein ganzer Arm ändert. Aber er wird ja. sozusagen befallen, ich sage jetzt mal befallen, infused von dieser Magie. Und man kann ja die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Das ist ja eine von seinen neuen Fähigkeiten anscheinend, dass man die Zeit ein bisschen zurückdrehen kann. Dass er die Zeit zurückdreht, um Zelda zu retten, aber die Hand ist ja trotzdem weg. Oder? Aha, ja, die Hand hat er aber schon weggenommen, Ja. das kann er nicht rückgängig Nein. machen. Nein, weil die Hand Ja. hat ja, also die Magie, die der Ganondorf festhält, muss ja loslassen, um den Link zu besessen. Also wirklich, ey, ich bin so Ja. gehypt, Mann. Ja, ich sehe mich. Aber krass, okay. In dem Fall, ich habe gerade mega viel gelernt über die ganze Lore, Steffi. Also, es war gerade ein sehr intensiver Einblick gewesen. Ich sage ja, Deep Dive. Ja, ein richtiger Deep Dive. Aber es geht noch weiter, ich bin ja noch nicht fertig. He? Es geht noch weiter. Ja, Okay, also, die grüne Magie, und wo man überall sieht. Der eine Shot vom Schloss, wenn der Ganondorf wach wird, fliegt das Schloss ja so in den Himmel auf. Der Shot ist im Abendrot. Abendrot ist Twilight. Und die ganze Symbolik, die man sieht, also die alten Ruinen, die Tattoos auf dem Arm bzw. auf der Schulter und Brustbereich vom Link, ich vermute, das sind ja alles Zonai-Ruinen, Zonai-Symbol. Aber es geht noch weiter. Und zwar, wenn man bedenkt, welcher Tribe, welcher Stamm ist vor x Tausende von Jahren wie vom Boden verschwunden. Das sind die Twilight, oder Twili, oder wie man sie genannt hat, von Twilight Princess. Die sind nämlich in Shadow Realm geflüchtet und wie vom Erdboden verschluckt worden vom einen auf den anderen Tag. Und die haben genau die gleiche Symbolik wie die Zonai. Also ich habe das Gefühl, irgendetwas mit dem Shadow Realm wird wieder sein. Kann ich mir gut vorstellen. Oder auch muss, dass sie irgendwie zurückkommen oder dass wir ein bisschen mehr über sie erfahren. Und das würde ich recht feiern, weil ich den Shadow Realm dann recht cool gefunden. Also du siehst, ich habe mich da... Ich muss mit dem zuerst mal schlagen, das ist viel Es ist verdammt viel, ja. Aber ich sehe, das geht tief. Also ich habe nicht gewusst, dass hinter der ganzen Zelda hinter dem so eine Lore steckt. Du, geil, ich meine, das Game ist, also das Franchise ist ja immerhin noch irgendwie 25 Jahre alt. Also von dem her, ja, das sind 25 natürlich. Jahre an History, die wir hier haben, beziehungsweise eben an Lore. Ja. Nein, aber nein, so viel dazu. Also ich könnte wirklich noch mehr ins Detail und noch mehr Sachen aufzählen, aber ich glaube, das reicht vorerst. Sonst haben wir eine Episode, wo wir nur über Zelda reden und ich glaube... genau, sonst haben wir einen Zelda-Stream. Ja, also, genau. Kannst du sicher auch gerne mal machen, Steffi. Das machen wir dann, wenn Breath of the Wild draussen ist. Dann hören wir die Episode nochmal an und dann schauen wir, wie richtig dass wir gelegen sind mit all diesen Fantheorien. Genau. Und dann verlassen wir irgendwie ein Zelda. Genau. Oder so. Yes. Hey, übrigens noch, ich weiß nicht, ob wir die noch haben, aber mir ist noch gerade in den Sinn gekommen, wir haben ja bei uns, Steffi, im Shop haben wir ja noch die Retro-Zelda. Ja, die Game & Watch, genau. Genau, also wer mal ein bisschen das Retro-Gefühl möchte erleben, kann ich schwer empfehlen. Game & Watch Handhelds bei uns im Retro-Bereich kann man sich die holen, einfach nach Zelda, The Legend of Zelda suchen und dann genau. Beziehungsweise auch einfach brack.ch/Nintendo eingeben, da kommt ihr dort auch drauf. Genau. Also auch habe ich auch eins daheim, sehr nice. Unterhaltsam. Von dem her habe ich auch schon Zelda gespielt. Steffi aber natürlich noch nicht so viel. Ja. Genau. Gut, ja, also hey, von einem sehr
prähistorisch oder Maya-mäßig ausgesehenes Setting, wo ja Zelda mich immer ein bisschen daran erinnert, vor allem auch mit diesen Masken Voll. etc. Weiter zu einem auch eher, ja, ich würde fast sagen, Tribe-mäßigen, Indianermäßigen, teilweise Dschungel-Game, wo auch mich immer wieder ein bisschen an ja, Eingeborene erinnert, aber auch postapokalyptisch ist, nämlich ähm, die allseits geliebte Horizon-Serie, das Horizon-Franchise, wo man ja ähm, einen Charakter spielt, der in einer postapokalyptischen Welt gegen Mechatier, prähistorische Mechatier und Dinosaurier sich muss beweisen, die bekämpfen und so schon richtige Abenteuer in dieser Welt erlebt. Ein wunderschönes Spiel. Das erste schon wunderschön gewesen, habe ich durchgespielt. Wunderbar. Das Zero zweite, Dawn ist das gewesen, gell? Horizon Zero Dawn. genau. Und das zweite ist Horizon Forbidden West gewesen. Forbidden, danke Steffi, merci nochmal. Forbidden West, genau, wo scheinbar auch sehr, sehr gut ist. Ich habe es noch nicht können spielen, leider. Und jetzt ist es so, ähm, jetzt kommt nochmal ein neues Game raus in der Horizon-Reihe. Und das Game kommt zusammen, ich glaube sogar gleiches Release-Datum wie die neue PlayStation VR 2 Controller und Brille. Also, das wird ein grosses Release geben. Und das ist am 22.02., also gar nicht mehr so lang bis dorthin. Und ich habe mir ein paar Reviews angeschaut. Also grundsätzlich von allen Seiten sehr, sehr, sehr gutes Feedback. Ich gehe jetzt nicht auf das VR-Headset und Controller fest ein, sondern mehr auf das Game, wo man hat im Rahmen vom VR Headset und Controllers hat man können das neue Horizon anzocken, vor allem Pre-Access-Spieler, das heisst Redaktion etc. Das können anspielen. Und es ist also durchgehend gutes Feedback. Es ist wirklich, die Leute sagen, es macht riesig Spaß in diesem Horizon-Setting mit einer VR-Brille rumzulaufen, das alles zu sehen, zu erleben, in diesem Dschungel, in diesen Flüssen, in diesem Wasser, wo die Fische durchschwimmen, wo die grossen Mecha- und Roboterviecher an einem vorbeisäckeln, wo man gegen die muss kämpfen. Es wirkt alles unglaublich interaktiv und glaubhaft, Physik etc. Es hat Passagen, wo man muss klettern muss. Das sei richtig nice, weil mit den neuen Controller, wie Controller von PS, hat man auch das haptische Feedback nochmal verstärkt. Dass man zum Beispiel, wenn man klettert, das Gefühl hat, man hebt sich so an einem Vorsprung fest und spürt es dann so auf der Handfläche. Weißt du, wie ich meine? Also wirklich so. Okay, spannend. Also das hat mich schon gerade so ein bisschen geguckt. So, oh wow. Mhm. Ähm, und es hat auch so Parts, wo man eben zum Beispiel muss mit dem Bogen schießen, wie man das ja im Horizon noch hat müssen. Und dann hat man auch das haptische Feedback, wo einem so wie das Gefühl gibt, man spannt eine Sehne und Hä, wie lässt einen weiss ich Pfeil das los. machen? Ja, also du hast ja die haptischen Trigger auf den neuen Controller. Und die neuen VR-Controller, die haben noch mehr so haptisches Feedback, einfach am ganzen Joystick, wo du hast, eingebaut. Ja, Also ja, das heisst, schon, aber ich meine, sorry fürs Reinschießen, aber ich meine, kein Problem. wenn du einen Bogen spannst, hast du ja eine Kraft. Also du musst ja wirklich, um den Bogen zu spannen, musst du wirklich Kraft reinlegen. Das kannst du einmal nicht. Ausser, Nein, du spürst natürlich nicht eben, den gell, so der Zug, Widerstand sondern und so. Okay, nein, ich will sondern du sagen. spürst natürlich wie als hättest du die Zähne Zähne nicht haben. zwischen Ah, okay. den An den Fingern Finger. so. Also, genau, Ach so, genau. alles Und klar. dass sie wie sich löst, wenn du schießt. Ähm, das hat mich cool gedacht und ich habe es mega wollen, also als ich es gesehen habe, habe ich es mega wollen erleben. Also das ist sicher etwas, was ich mir überlege, weil Horizon hat mich schon immer fasziniert von der Idee her. Es ist ein wunderschönes Ja. Setting und jetzt das noch mit einer VR-Brille zu erleben, ist sicher mega, mega cool. Also weißt, stell dir echt vor, du läufst so durch den Urwald oder durch die Welt Ja, und du weißt du hast wie. vor Hä? Seite so der Wind Ja, und und du vor allem, hörst es so ist die ja auch Vögel. First Person. Also VR ist ja Es ist meistens First First Person. Und Person. das macht Ja, natürlich auch genau. schon nochmal einen Unterschied. Das ist natürlich schon recht cool.
Hey, wow, ich würde auch so einen Moment haben, wo ich einfach dort stehe Und und so einfach einem Wein schaust. zulasse, wie er so das Gras bewegt und von irgendwo schreit so ein Mechatino. Und ich denke so, oh, zum Glück ist der weit weg. Und dann Und kommt dann einer greift von mich oben und irgendjemand frisst von ja. hinten an. Ja, genau, ja. Ja, genau. Genau, nein, also Aber, faszinierend. Ja, Steffi, sorry, frag nochmal, sorry, kein musst du Problem. mal schnell erklären. Also, es ist ja PlayStation VR 2. Nur mal Ja, schnell für die, die es noch nicht wissen. ja, Braucht es da eine PlayStation 5 dazu? Oder ist das eine ja. separate Konsole, die du irgendwie am PC oder so kannst anschließen? Nein, nein, also so wie ich das sehe, braucht es eine PS5 dazu. Also es wäre jetzt mehr neu, wenn die einfach so könntest brauchen. Also es macht ja auch Sinn, dass die nur für PS5 Ja, natürlich. Gebrauch ist, oder? Also es steht hier auch ausschließlich mit einer PS5. Also PS5. digital oder normal. Alles andere geht nicht. Ähm, ja, also was erwartest du von Sony? Ich meine, Ja. ähm, Hätte ja können sein. wissen You wir nicht, never know. ja. 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 Auf jeden Fall, nein, ist nur mit der PS5 kompatibel. Das heisst, Nico, wenn er sich das besorgt, muss er auch eine PS5 kaufen. Ich würde Wir sind wieder sagen, bei wo diesem der Thema. Anschaffungspreis ist natürlich dann doppelt so hoch, wo du musst einerseits eine Ja. PS5 haben, die schon ein paar hundert Mhm. Franken kostet und dann auch noch das VR-Headset, das ja auch noch mal um die paar hundert Franken wird kosten. Es Das ist ist eine schon Investition, ja. Ja, ja. sehr Es ist eine viel, ja. Investition. Es ist so. Darum sage ich, also, was sicher auch wichtig ist, ist, dass man ein bisschen eine Wohnung hat, die dafür gemacht ist. Also ich denke immer wieder, Mhm. wenn man eine mega kleine Wohnung Scheiße. hat, ist VR nichts. Nein. Oder Ähm, wenn man viel am Boden hat rumliegen oder rumstehen oder so. ja, genau. Also eben, ich müsste auf jeden Fall jedes Mal vorher aufnehmen, das sehe ich schon. Ich Aber glaube, der ich hat ja muss meine Grund, oder? Katze in ein anderes Zimmer sperren, damit ich nicht aus Versehen draufschalten. I, oder Eben. noch das Gefühl hast, es sei irgendein Gegner oder so. Ja, genau. Also. Komm da! Scheiße. Nein, auf jeden Fall. Es sieht sehr cool aus, das ganze Game. Hat einen richtig guten Vibe, aber ich habe auch nur sehr gute Reviews gelesen. Das Einzige, was ich kann sagen kann, was vielleicht nicht so cool ist, aber das ist sicher auch schwierig zu machen, ist, man kann im Kämpfen, wenn man kämpft, hat man nicht so wie einen Open-World-Kampf. Das heißt, du kannst nicht irgendwie wegsäckeln vom Gegner irgendwo her und er wieder zurückkommen und der Gegner irgendwie von hinten oder von Seite gehen angreifen und überall den Platz nutzen, sondern es ist natürlich beschränkt auf so eine Arena und du hast so einen Ach 1 so. gegen 1 Kampf nachher. Aber das ist natürlich auch klar, weil du hast halt einen eingeschränkten Platz, also man muss das irgendwie auf den Platz bringen, wo du halt stehst und sonst müssten sie ja wie eine Bewegung können einbauen im Kampf, wo du müsstest mega schnell vom einen Tor zum anderen kommen. Und wie soll das gehen, wenn du nur dein Wohnzimmer als Ja, ja, Bewegungsraum hast, logisch. oder? Es gibt zwar VR-Games, die das lösen mit einem Teleportknopf. Habe ich auch schon gesehen. Es gibt so Games, da hast du einen Teleportknopf. Nachher teleportierst du dich dorthin, wo du herziehst mit dem Mhm, Controller. genau. Ähm, aber das ist halt einfach nicht so akkurat. Das hat jetzt in das Game auch mega nicht gepasst. Darum verstehe ich es noch, dass die Kämpfe so 1 gegen 1 sind. Noch ein bisschen ein Story-Fact, den ich jetzt schnell reinschmeiße. Man spielt nicht die Aloy. Man spielt nicht mehr die Aloy. Sie ist nur ein Nebencharakter in dieser Story vom Horizon Call of the Mountain, wie es übrigens heißt. Sondern man spielt der Ryas. Das ist ehemaliger Verbrecher gewesen, Lol. wo jetzt aber möchte durch gute Taten seine bösen Taten wie reinwaschen oder ungeschehen machen. Okay. Also man kommt aus dem Gefängnis raus und vollbringt nachher eigentlich gute Taten, um den Leuten zu zeigen, hey, ich bin ein guter Mensch oder ich habe vergebt mir, was ich gemacht habe. Oder so ein bisschen so. Ich habe das Gefühl, aber die Story spielt nicht so eine grosse Rolle, sondern es ist mehr das Erleben von der Welt an sich. Genau. Das Ganze erscheint am 22.02. Wie gesagt, VR auf der PS5. Schaut nach an, schaut nach ein paar Trailer an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich kann sagen, das ist sicher mal eine schöne und gute, grosse Neuigkeit von Sony. Aber nicht die einzige, Steffi, gell? Nein, nicht die einzige, habe ich schon auch gedacht. Und zwar machen bzw. entwickelt Sony gerade in Zusammenarbeit mit
wer ist das? Barrierefreiheitsexperten nennen sie sich. Und Community-Mitglieder. Neue Controller, beziehungsweise eben nicht in dem Sinne Controller, aber so ein neues Kit. Es ist so ein Controller-Kit, wo Projekt Leonardo heisst. Und eben so eine Kontrollmöglichkeit darstellen für disabled Leute. Also solche, die eben nicht fähig sind oder nicht können, aufgrund von körperlichen Einschränkungen einen normalen Controller haben oder nicht lang, dann wird es aber einfacher gemacht. Und es sieht noch witzig aus. Also du kannst es, so wie es aussieht für mich, auf den Tisch legen. Und dann kannst du einfach mit deinen Fingern, also es ist wie so ein Kreis mit Tasten, die so nebeneinander angeordnet sind. Also das sind ganz normale PS-Buttons. Und die sind einfach im Kreis angeordnet, sozusagen. Und du kannst sie umstecken. Du kannst sie umstecken, genau. Ja, du kannst umstecken. Cool. Und links oder rechts davon hast du dann die Joysticks. Aber halt alles so, dass du es wirklich kannst auf dem Tisch haben und einfach nur auch schon mit 3 Fingern zum Beispiel oder so kannst spielen oder mit einem Finger, das weiß ich nicht. Oder auch mit den Füßen, kann ich mir durchaus vorstellen. Natürlich. Ja, und also ich finde es mega cool, dass sich der Sony so einsetzt, für so Controller zu machen, weil eben in meinem Gaming ist halt wirklich etwas, was gerade auch bei disableden Leuten wahnsinnig beliebt ist. Und ich finde das wirklich richtig schön, dass da etwas Neues vorgestellt worden ist, dass man da Fortschritte macht. Leider ist es, also kann man es noch nicht kaufen. Sie sind im Moment noch dran, von der Community die Controller zu testen. Was auf jeden Fall man schon weiss, ist, dass sie auch mit Zubehörteilen von Drittanbietern werden kompatibel sein. Und das finde ich auch schon mal sehr offen von so Sony. Also das ist schon mal schön. Ja. Und genau, also mehr weiss man leider noch gerade nicht. Im Moment sammeln sie einfach Feedback aus der Community, wo sie es schon mal ein bisschen testen lassen. Es ist noch nicht marktreif. Ich hoffe mal, es wird nicht allzu lange dauern. Aber ich habe wirklich Freude gehabt, als ich das gesehen habe, und ich musste sagen, es ist klar eine kleine News, die nicht alle betrifft, aber ich finde, das ist ein schönes Update. Finde ich auch. Und ich muss auch zu diesem Thema noch sagen, mich hat es dann mega fasziniert, als ich das erste Mal jemanden gesehen im Rollstuhl, wo eigentlich gar nicht die Möglichkeit hatte, mit den Händen zu spielen, sondern komplett eigentlich mit dem Mund gespielt hat. Genau, wo du drin blasest und so. Zunge, Genau. Blasen, genau. Und das ist was ist das gewesen? Das ist an dieser Messe, die wir oben haben, in Bern, in der Reithalle. Wie heisst sie? Play Bern. Reithalle? Genau. Ah, ja. Play Bern, ja, genau. Play Bern. Ja, das ist auch bei der grossen Halle von Reithalle, können sie dort ihr Zeug aufstellen. Auf Twitch gibt es auch diverse Streamer, die so streamen. Genau, und das hat mich mega fasziniert. Und gerade bei solchen Leuten verstehe ich es mega gut, dass sie eine Pause von Realität brauchen. Ja. Und einfach mal in eine Welt auch flüchten oder sich begeben, wo sie einfach sich nicht müssen Gedanken machen darüber, wer jetzt wie auf sie zukommt und wie sie jetzt behandelt werden und was auch immer. Ja, oder ob sie einfach normal von A nach B gehen können. Genau, oder von A nach schon allein nur das, ja. Ja, genau. Ja, es ist halt schon, man sagt ja, Gaming ist an sich eigentlich sehr inklusiv. Ja, klar, es hat natürlich auch seine Hürden, eben jetzt zum Beispiel Controller oder so, oder auch hast du gewusst, dass God of War zum Beispiel einen blinden Modus hat? Wo du kannst auch, wenn nicht gewusst, also blind, klar, 100% blind bist, funktioniert es nicht, aber für solche mit einer Sehschwäche, also mit einer krassen Sehschwäche, haben sie einen Modus, wo dann, die Figuren extrem farbig leuchten und durch das können auch Sehbehinderte God of War gut spielen. Das ist mega cool. Nein, das ist wirklich mega cool. Also dort ist auch die Gaming-Industrie wieder sehr fortschrittlich. Ja, ich bin auch sehr begeistert davon, muss ich sagen. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht gleich ein Controller wird, der auch für Normale, sage ich jetzt mal, also ohne irgendwelche Einschränkungen, vielleicht noch ein interessantes Feature können sein oder ein interessanter Controller. Also ich meine, why not? Ja. Es ist nicht wieder ein bisschen wie eine Tastatur. Also, legst es auf den Tisch und dann tust du es so. Ja.
ich weiß nicht, wie das, also ich weiß jetzt nicht, wie ethisch korrekt das wäre, wenn du das jetzt also ja, Wieso nicht? keine Ahnung, ja, ich weiß auch nicht. Also, ich So meine, ein bisschen, wenn dir das besser passt, ist doch cool, das Spiel halt mit dem. ja, ja, ja. Aber man muss es halt Ähm, ausprobieren. Ich finde es immer cool. ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Coole Sache, Steffi. Merci Yes. vielmals für diesen Einwurf. Und ich mache jetzt auch noch schnell meinen Mark. Und Mhm. zwar gibt es tatsächlich ein LOL Season Kick-Off-Event in Bern, in unserer schönen Hauptstadt, wo die Steffi und ich übrigens so herkommen. Wir sind ja eingefleischte Berner, Yes. ähm, wo natürlich da unter früher Flaggensegel bei brack.ch. Aber dort gibt es jetzt tatsächlich ein Kick-Off-Event von der Season 2023. Die LEC startet ja gleich. Also die League of Legends Meisterschaften. Und es ist so, dass das Kickoff-Event in der Erupt Lounge in Bern stattfindet. Also das ist im Bahnhof im dritten Stock, jetzt habe ich es fast noch falsch gesagt, im dritten Stock im Bern Bahnhof, sehr zentral findet es statt. Und zwar ist es vom 13. bis am 15., also Freitag bis Sonntag, nächstes Wochenende, wo man kann vorbeigehen kann. Und das ist wirklich ein Event, wenn ich da der Dario, der CEO von eRap richtig verstanden habe, fährt es um 9 Uhr am Morgen an und geht bis irgendwann am Nachmittag. Und da gibt es ganz viele Sachen, die man machen kann. Aber das Wichtigste in Kürze, es gibt natürlich League of Legends Partien, die man kann spielen kann. Man kann mit Fünfer-Teams spielen. Man kann Leute mitbringen zum Spielen. Man kann aber auch allein kommen. Es ist so ein bisschen ein lockeres Event, denke ich, eben so ein Kick-Off-Event, was sicher sehr speziell ist. Es gibt ein Gewinnspiel, wo man 2 Tickets kann gewinnen für die Hat er gehört, Leute, LEC. Gewinnspiel? Ein Gewinnspiel für 2 Tickets für die LEC, also die League of Legends Meisterschaften, inklusive Reisen und Hotel. Und wenn wir jetzt schnell schauen, wo die LEC stattfinden, das habe ich noch nicht nachgeschaut, So dann unvorbereitet, unglaublich. natürlich, natürlich, es ist unglaublich. Es steht hier nicht einmal, wann findet die statt? Ah, in Berlin. Oh, In cool. Berlin. Also ein Reis und Hotel in Berlin. Und wer geht schon nicht gern auf Berlin? Also ich liebe Berlin, ich finde es eine super Stadt. Ähm, und ja, also ich meine, lasst euch das nicht nehmen. Die Teilnahme an dem Kick-Off-Event ist nur 10 Franken und das beinhaltet auch noch ein Gratis-Getränk, muss ich auch noch Nicht sagen. schlecht. Ja, das bekommt man noch dazu. Dazu gibt es übrigens auch noch einen Event-Skin. Ein Event-Skin. Also ich habe probiert, mich zu informieren, mehr habe ich jetzt noch nicht herausgefunden, aber ob das ein Skin ist für einen Champion, also ich hoffe es jetzt Ich mal. denke Also schon, das das so ist einen ein offiziellen Ingame-Skin, ja, ja. Kick-Off-Skin. Also den werde ich mir schon holen. So, dann Ja, kann ich mit gönnt ihr. dem flexen, oder? Und dann kann ich sagen, hey, ich bin am Kick-Off gewesen. So. Ähm, PCs und Peripherie wird komplett bereitgestellt. Es gibt auch Merchandise, LEC Merchandise. Also für grosse League of Legends Fans, pilgert doch das Wochenende in die Europe Lounge. Ist ein sehr, sehr cooles Event, wo mir auch, ja, mir selber auch zusagt. Ich werde sicher auch kurz dort sein. Am Sonntag. Einfach zum Reinschauen und mitspielen. League of Legends ist seit ich 16 bin ein Spiel, das mich immer begleitet hat. Ähm, ich habe es leider nicht mehr so oft gespielt, aber so für ein bisschen Top und ein bisschen Support bin ich immer zu haben. Also, kein Problem. Ja, und das wäre es eigentlich schon mit dem kleinen Einwurf. Ich Das habe noch einen erste. kleineren Einwurf im Hast Fall. du noch einen? Ich Okay, habe okay, vor okay, allem noch okay. einen kleineren. Wo du ja sagst, ist ein kleiner. Ich habe noch einen kleineren. Und zwar einen Okay, wirf. Einsetzer. Einsätze. Ja, wirklich. Let's go. Und zwar habe ich gehört, dass am 30. Januar der Power Wash Simulator auf die PlayStation und auf die Nintendo Switch soll kommen. Ah, schau jetzt. Der gute alte Power Wash Simulator. Wer Ja, kennt ihn Power nicht? Wash Simulator natürlich so ein, bisschen ein Game, das ein bisschen gehypt war. Auch sehr gute Bewertungen hat tatsächlich. Und ja, also ich habe es gehört. Ob es
Ich glaube, es ist nicht bestätigt, aber wäre noch witzig. Ist noch ein entspannendes Spiel. Kann ich euch echt empfehlen, um mal ein bisschen oben runterzukommen. Ich glaube, wirklich überraschend entspannend, gell? Das Sehr, wirklich hast du dann sehr. noch festgestellt. Ja. Ja, mega nice. Da sind wir ja eigentlich schon, haben wir ja Buff sind wir durch. Was heisst das schon? Buffs. Also sind wir ja schon bei Junge. Crit. Gut, Ja. Steffi, gell? Also Entschuldigung, Ja, ich das ist nehme mein jetzt da Fehler. gar keine Schuld auf mich. Du Nein. hast da die, du bist Ja. heute ein bisschen Zelda-Loredana Ja, gewesen. das ist okay. Gut. Also. Wir Also haben, los, schieß wir rein haben mit dem Crit. Komm, Crit. Wir Crit haben das. ein Crit-Thema und das ist zwar, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, uns erst kurz vor dem Podcast Ist doch begegnet. egal, das müssen die Leute nicht wissen. Psst. Komm jetzt, also ehrlich sein. Es ist kurz vorher gekommen. Es ist reingekommen, eine Eilmeldung. Nein, wir haben das heute Morgen ganz normal mit unserer Recherche gefunden. Nein, natürlich. Ja, Nico hat natürlich recht. Ja, nein, es ist wirklich auch nicht. Es ist eigentlich sehr kritisch. Das ist enorm Ihr Crit, ja. kennt sicher das Game Wandering Village, über das haben wir ja schon geredet von Strayfall. Das Schweizer Game. Studio, ja genau. Schweizer Spiel. Und es gibt tatsächlich ein Game, wo jetzt auf allen möglichen sozialen Medien und auch im Google Play Store Werbung macht und auch, es gibt so zum Abladen und die haben einfach stinkfrech. Ähm, das ganze Dino-Setting, also der ganze Dino, wo eigentlich Onbu. der Onbu, genau, wo Genau. eigentlich auf dem, wo das Dorf muss aufbauen in dem Spiel, haben die einfach geklaut. Und so ein bisschen vermischt mit irgendwie Clash of Clans und was auch immer. Und Das heisst einfach übrigens auch mega Land of zusammengewürfelt. Empires. Genau, es heißt Land of Empires. Also, wenn ihr dem Game begegnet, das ist eine sehr, sehr dreiste Kopie. Ja, Wirklich, enorm. Also es ist wirklich fast es 1:1 das Gleiche. ist wirklich so, hey, richtig schlimm. Probiert es zu boykottieren, probiert es, geht nicht auf das rein, es ist eine gestohnige Idee und so Zeug Ja, das Problem ist macht. halt, dass ganz viele Leute das Gefühl haben, es ist von innen, also von Strayfons Studio Ja, selber. Und das ist es natürlich nicht. Nein, es ist wirklich eine dreiste Kopie. Wahrscheinlich irgendwie ja. von, ja, sorry, it is how it is, wahrscheinlich von Asien. Und die sind ja sehr gut in Mobile Games und vor allem innerhalb von kürzester Zeit das Mobile Game aus dem Boden zu stapfen. Und Ja, ja, und ja, sind wir das ehrlich, stimmt. von der Art und Weise her, vom Game-Stil her, eben wie du sagst, es passt wahnsinnig gut eben so zu den klassischen chinesischen Mobile Games. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, was sie eigentlich gemacht haben, ist, ich habe es jetzt nochmal angeschaut, sie haben wirklich eigentlich einen Onbu seinen Körper genommen und irgendwie einen anderen Kopf her da. Aber, Ja, aber ein bisschen gemeinere so, aber sonst ist alles ja, das Gleiche. Also, ja, der ja, Grafikstil ist ein bisschen anders. Ist nicht so ja, in diesem Comic-Stil. Aber ja. es ist halt es ist in dem typischen Mobile-Style halt. Also, ja. Es ist schon lustig, weil irgendwie müssen wir ja, das ist so ein bisschen das, oder? Gibt es eine Möglichkeit, wie ein Patent zu machen auf eine gewisse Art von Game Das weiß Design? ich Kannst du nicht. auch nicht, oder? Aber auch die Weltansicht sieht halt genau gleich aus. Also wenn du vom einen Ja, Ort zum nächsten läufst mit dem Onbu, ist halt genau das Gleiche. ja, Also so ja. etwas ist wirklich, ich finde es recht frech. Also vor allem, ja, ich meine, klar, jeder lässt sich von einem anderen inspirieren und so, aber das ist einfach 1:1 kopiert. Und das finde ich recht assi. Ja, ja, ja. Sich am Mega wenig Erfolg, Followers hat Strayfall. also an einem, sich an einem Game aufziehen, also an einem erfolgreichen Game aufziehen, ist ja eins, aber das ist wirklich bodenlos. Ja, und vor allem, es schmerzt uns natürlich noch ein bisschen mehr, weil es ein Schweizer Ja, Studio voll. ist, müssen wir ganz ehrlich sagen. Und wir die Leute auch getroffen haben, by the Ja, wir way, kennen die ja. Und am darum Hero ist es wirklich verdammt Fest. dreist. Ja, Die sind super nette Leute, die einfach total. ihre Lebenszeit haben reingesteckt in das Game und Erfolg Absolut. haben. Immer noch sehr schön und Aber es ist sehr erfolgreich, ja, ja. Es ja, ist sehr, sehr ja, ja, erfolgreich. Ich habe jetzt schon ein paar Mal über das erzählt, ja. genau. Ja. Das ist unser Crit. Also, Yes. bitte solche Kopien meiden. Wir machen immer gerne darauf aufmerksam. Wir sind Mhm. da ein bisschen die Kopiepolizei. Oh Gott. Ähm, Düda, 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 Alarm, Alarm! nein, nein. Also komm, kommen wir zu Loot. Ah, ist schon Kommen wir knapp. zu den Okay. ganzen Game-Releases vom Januar. Also nicht alle. Wir haben nicht 100%, aber wir haben auch so die ja, ein bisschen grösseren, sage ich mal so, die ein bisschen bekannteren. Also im Januar am 10., also
morgen, beziehungsweise heute, für die den Podcast hören, kommt One Piece Odyssey, für die es nicht mehr auf dem Schirm hatten. Am 20. Januar One kommt Piece. Fire Emblem Engage. Auch eben so ein Strategie-Game, das mich auch durchaus interessiert. Ich habe viele Fire Emblems gespielt mittlerweile. Ich finde es sehr, sehr spannend. Steffi schon engaged. Natürlich. Vielleicht kann ich es sogar streamen am 20. Januar am Release-Tag. Am 24. Januar kommt Forspoken, ein Game, das am Anfang, letztes Jahr, während der E3 ist es, glaube ich, was announced worden ist. Es ist wahnsinnig gehypt worden. Es ist so eine Frau, die in ein Land kommt, vielleicht mögt ihr euch erinnern, also die so in eine Fantasy-Welt hineingezogen wird und dort muss Sachen machen. Und plötzlich hat man nichts mehr von diesem Game gehört. Das war wie vom Erdboden verschluckt und jetzt plötzlich kommt es wieder. Man hat die Demo spielen, die war anscheinend recht schlecht, sehr buggy. Und die Reviews sind nicht so gut. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird nicht so etwas wie Babylons Fail, wo man auch ewig nichts davon gehört hat. Plötzlich ist silently released worden und es hat vielleicht maximal 3 Spieler gleichzeitig gehabt. Genau. Am 27. Januar kommt Dead Space Remake. Auf das warten, glaube ich, auch schon einige. Genau. Ganz ehrlich, muss ich auch sagen, es rückt mich schon in den Finger. Jetzt, wo ich von Callisto-Protokoll nicht so überzeugt bin. Ich habe mir es übrigens nicht geholt. Ich habe mir es schwer überlegt, ich habe mir es nicht geholt, weil die Reviews aber... Ja, aber die Reviews sind nicht so gut. Oh, und das Kampfsystem ist wirklich ein bisschen... Okay, gut. Lieber Dead Space Remake, glaube ich. Okay, ja, in dem Fall gönnt ihr. Und ja, last but not least, am 31. Januar kommt SpongeBob SquarePants Cosmic Shake. Wer kennt es nicht? Hä? Wer wurde da? Das Ganze viel mehr. Ja, genau. Nice, genau. Wir haben die gleichen Hirnvögel, das ist unglaublich. Genau. Ja. Also das sind so die Top-Releases, die jetzt im Januar rauskommen. Und natürlich, wie gesagt, am 30. Januar gehen wir nur noch mal darauf ein, was im Februar rauskommt. Exactly. Yes. Und Wie gut geshoppt. Weil das ja die Loot-Kategorie ist, geht es ja auch darum, was wir uns besorgt haben. Und ich möchte übrigens noch schnell etwas, das gar nicht mit Game zu tun hat, aber der Nico ist ein bisschen aktiver geworden in der Küche und hat sich 2 Sachen für die Küche gekauft bei bracht.ch. Und zwar einerseits ein Sandwich-Maker, und jetzt lacht der Steffi, was ich habe einen. Schon lange einen, also einen Panini-Maker, gibt nichts Geileres. Ja, genau. Aber weißt du, viele Leute lachen, weil sie so sagen, ja, was aktiver in der Küche, Kollekte. Wegen Panini-Maker, ja, fair. Ja. Sehr aktiver Küche. Genau. Ausser du sagst jetzt noch, du hast dir irgendwie einen Thermomix gekauft oder so. Nein, was ich mir noch gekauft habe, ist ein Standmixer. Zum Proteinshakes und so machen. Gib's zu, Nico? Ich mache vor allem Früchteshakes in letzter Zeit. Also wirklich so... Smoothies. Mega viel so healthy Schüssel. Ja. Gestern habe ich eine ganze Ananas getrunken. Passend zu SpongeBob, also. Perfekt. Ja, genau. Ja, cool. Passt doch. Habe ich halt alles schon. Neu. Genau. Ja, ich weiß, Steffi, jetzt hör auf Flex. Gut, auf jeden Fall zu den Games, die ich mir gezogen habe. Ich habe natürlich ein bisschen geshoppt jetzt über die Ferien hinweg und auch mit meinen Jungs müssen ein paar neue Games anzocken, weil wir auch wieder gefunden haben, wir brauchen wieder etwas, wo wir zu dritt spielen können. Haben wir dann auch gefunden, wir haben uns an einem Abend 3 Games gegönnt. Und zwar, wir haben so eine Game-Nacht gemacht. Wir haben Deep Rock Galactic gespielt, das ist das Spiel mit den Zwergen, wo man so in die Mine runtergeht und muss mega Steine und Rubine und so sammeln und gegen Monster kämpfen. Das ist eigentlich noch lustig. Ja, basically eine Mine halt, ja. Ja, basically eine Mine, genau. Literally eine Mine. Literally eine Mine, genau. Und wir haben uns Unrailed gegönnt. Das kennst du ja, voll. Das ist gut. Schon ein Schweizer Game. Nice. Ist ohne Schweizer Game, gell? Ich wollte fragen, oder? Das ist von Daedalic. Nein. Daedalic ist ein deutsches Unternehmen. Nein. Unrailed, da spielst du... Indoor Astronaut heisst ja, genau. Gemacht. So ein Zug und du kannst, glaube ich, wenn es recht im Kopf hat, Umgebung steuern, also anpassen. Nicht? Und so Hindernisse in den Weg legen und die anderen müssen sie wieder freischaufeln. Die den Zug fahren. Ja, genau. Ja, ist
Studio, Indoor Astronaut, based in Zurich. Sehe ich Ja. jetzt. Ja, genau. Oder Cool, haben, glaube ich, sogar mal einen mega Preis cool. gewonnen. Community Award, glaube ich. Ja, mega cool. Also es ist ein mega cooles Game, es ist mega einfach, Ja, aber es fängt aber witzig. extrem, wo man kommt so in eine... Recht schnell. Ist wirklich das erste Game, das ich kenne, wo man nicht... Also eins von den Games, es gibt ja auch so Games, wo du mega musst reinschwitzen und bei dem kommst du manchmal auch so ins Schwitzen, dass einfach niemand mehr etwas sagt. Du bist eigentlich nur noch am Bügeln. Ja, Und genau. dann musst du die hure Schienen bauen und das Zeug Oh und Mann. irgendwann kommst du so in einen Workflow rein. Aber das ist eigentlich noch mega cool. Also Unreal kann ich auch empfehlen, cooles Game, kostet nicht viel, schnell installiert, schnell gespielt und lenkt für mehrere Eben Spass. Nice. Und dann haben wir uns noch Solasta gezogen. Und Ja, das hat ja immer noch auf meiner Solasta, Wishlist, Mann. Scheiße. hey, ich kann dir es nur empfehlen. Also Solasta ist sehr, sehr cool für Leute, die gerne Divinity 2, Divinity 1, Divinity 2 gespielt haben. Ist es Und mega wer noch nice. nicht Divinity gespielt hat, vor allem Divinity 2, holt euch 3 Kollegen und spielt. Es ist so cool. Es dauert aber lang. Also wir haben dann, was haben wir, 150 Stunden dort umeinander haben wir drin investiert. Aber es ist so geil. Es fängt so Das dermaßen. festigt die Freundschaft im Fall. Nicht unbedingt, nein. Ja gut, Steffi, in deinem Fall jetzt nicht. Aber ich habe mit meinem, wir haben jetzt nur das 2 gespielt und ich habe mit meinem Kollegen wirklich dort durch, wir haben jetzt eben Couch-Koop gespielt auf der PS. Couch-Coop ist Im Fall richtig das cool. Wir sind dann das Ja. 4. hoch, einmal mit dem Gaming-Laptop und dann mit einem Rechner wirklich im Wohnzimmer gehockt mit 2 Fernsehern und haben das auf dem Sofa gespielt. Das hat echt gefällt. Es ist wirklich mega, mega cool. Und du hast halt eine Nacht voller Snacks und Ja, und das ist ja Bier das. bei uns Das ist genau natürlich das. 8 garantiert. Stunden sind so schnell durch, wenn du das spielst. Das ist wirklich heftig. Ja. Es ist so Ja. ein bisschen, also plus minus Open World. Hast ganz Mhm. viele verschiedene Fähigkeiten und ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist so cool. Mega Story, Ja. mega schön Aber auch gemacht. die Mechanics und so, fantastisch. Wirklich. Und Ja, die eins der Musik, besten oh mein Spiele. Gott. Ja, die Musik Ich ist muss die Musik nur fantastisch. hören am Anfang und ich bin so drin. He? Mhm. Ich bin so drin. Oh mein Gott. Also Aber sehr, und sehr, 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 sehr gerne. Solasta ganz ähnlich. Solasta sehr ähnlich. Mega cool. Coole Interaktion zwischen den Charakteren, die man spielt. Noch ein bisschen mehr D&D als Divinity. Aber voll okay, wenn man sich klein gelesen hat. Manchmal muss man ein bisschen mehr Entscheidungen treffen. Aber man kann es als Gruppe treffen, man kann zusammen reden. Wir machen es immer so, dass wir gerade im Discord zum Beispiel streamen, wenn wir unsere Charaktere skillen. Und dann kann jeder den anderen beraten, wie So er, gut. wie er jetzt skillen und so. Also das macht mega Spaß. Solasta auch zu empfehlen. Und dann, das letzte Game, das ich mir noch gezogen habe, aber noch am wenigsten gespielt, ist Warhammer 40k Chaos Gate, Demon Hunters. Ist ein Game, das ein bisschen ist wie XCOM. Also es ist eigentlich literally XCOM im 40k-Universe Mhm. mit so Demon Hunters, Soldiers, wo Planeten säubern vom Befall von den Monstern, von den Zombies, von den Abominations. Es ist cool, aber es ist jetzt nicht bahnbrechend neu oder so. Es ist einfach so zum Nachspielen, wenn man Zeit hat, ist es mega cool. Muss aber mittlerweile sagen, es ist auch ein bisschen mehr so ein ich habe Hunger gehabt, bin einkaufen gewesen. Oder? Also, Okay. wenn man manchmal ein bisschen zu viel kauft. Ja, Das war kenne mehr ich. so gewesen, ja. Genau. Ja, cool. Steffi, was hast du dir gekauft? Hey, im Fall Gaming-related absolut gar nichts beim Sparen. Für die Dings Edition. Die goldige Zelda Nintendo Switch OLED Edition. Ich brauche Ist gut, die. ist gut. Verständlich, I need verständlich. it. Genau. Yes, Ja, darum, gut. nein, also ich habe natürlich schon ein paar Sachen geshoppt, muss ich schon zugeben. Aber nicht game-related. Und von dem her nicht so spannend. Nicht so spannend, aber Ja. sehr spannend ist der ganze Podcast mit dir gewesen, Steffi. Ich bedanke mich für den ersten Podcast in diesem Jahr. Ja, Merci es war vielmals, schön, gewesen, dass ich darf mal ich wieder wieder einen mit dir, Gegenpart hatte. wunderbaren Ja, komm, sag's. Podcast-Partnerin, das machen.
Und ich freue mich auf die weiteren Folgen, die jetzt noch werden kommen. Ich freue mich Wie sehr. immer, auch dieses Jahr, wir machen es so weiter wie im 2022, außer dass wir noch geiler sind. Nein, aber natürlich Noch geil. eben immer am Und Montag am älter. 3. Ja, und älter, ja. Am siehst immer am Montag am 3 machen wir den Livestream. Und am Dienstag am 4 folgt dann der Podcast auf Spotify, beziehungsweise überall dort, wo es Podcasts gibt. Genau. Dann würde ich sagen, Somit. merci vielmals fürs Zuhören. Lasst das Follow da, falls ihr es noch nicht Adios. gemacht habt. Und dann sehen und hören wir uns in der Woche wieder. Adios miteinander. Bye. Tschüss. Ja, wunderbar. Hey, Xarinor, wir sind noch da. Wir sind noch da. Es ist zwar schon 37, also schon fast 20, man muss schon fast langsam ein bisschen pressieren. Das waren 36 Minuten Zelda-Lore, Steffi. Entschuldigung. Ja, ich bin in der Game gsi, voll drin. Hey, Und Hure, weißt du, was das Schlimme ist? Nicht so, oh. Hey, als ich gerade zum Mittagessen, wirklich, mein geringer Schwur am Rauchen war, muss ich wirklich sagen. Also wirklich Steam out of my head. Nein, aber ich habe wirklich, ich muss sagen, so, damn Mann, jetzt hatte ich so Lust auf Zelda zu spielen, also Breath of the Wild. Ich bin als zweites am Durchspielen und ich hatte so Lust, heute wieder zu spielen, aber wenn ich heimkomme, habe ich gerade wieder einen Podcast mit meinen 2 Kolleginnen, also mit meinen 2 Mädelfreundinnen. Und ja, und dann nehmen wir heute auch auf. Und das heißt, heute Abend komme ich auch nicht dazu, ausser vielleicht noch ein Stündchen vor mein Bett gehen oder so. Und ich habe so Lust auf einen Nachfolger, also auf Tears of the Kingdom. Ich freue mich so unglaublich. Ja. Vor allem, ich hoffe so sehr, dass wir wirklich ein bisschen mehr über die Zone erfahren. Ich finde das so interessant. Mhm. Dadurch muss ich sagen, ich meine, Geschichte an sich habe ich nie besonders spannend gefunden, muss ich wirklich zugeben. Also die menschliche Geschichte. Aber der würde ich hure aufleben. So die Geschichte von Hyrule. Ja, dort würde ich wirklich aufgehen. Wie ein Sofaküchli, hat er gesagt. Nein, meine Begeisterung würde aufgehen wie ein Sofaküchli. Wie ein Sofaküchli. Ja, das ist doch tipptopp. Nein, ich verstehe es und ich weiß auch, dass das Game ist, das dich geformt hat als Gamerin. Das muss man auch noch sagen. Es war Total, halt das erste Game. Ja. Und dann verstehe ich das mega gut, dass man so einen Hype hat und das man ich dir auch mega gönnen. Und ich hoffe für dich, dass es bald kommt und du nicht mehr zu lange musst warten. Ja, aber 12. Mai. Ja, wir zählen schon jetzt einen Tag. 12. Mai, da aber bin hey, ich wieder da. Stimmt. Wenigstens kommt es das Jahr, also kommt es noch im ersten halben Jahr und nicht im zweiten halben Jahr. Weißt du, was ich meine? Es hätte auch erst können im Dezember oder so releasen, vor Weihnachten. True. Das stimmt. Also von dem her, ja, aber wie gesagt, ich gewusst, es muss gleich etwas kommen, weil ja, logisch, sie haben es ja schon lange, nein, sie haben es schon vor längerem angekündigt. Das Problem war einfach, dass sie es müssen verschieben. Genau. Wegen der Pandemie und allem, oder? Das ist halt scheiße. Ich würde sagen, wir gehen noch schnell kurz auf den Chat. Ja, fangen wir an. Hallo zusammen, gutes Neues. Ja, Bud Spencer, das haben wir glaube ich noch gesehen. Bud Spencer, dir ohne gutes Neues. Ich habe es von Glona gesagt. Ja, die nicht gefollowt sind, das sage ich glaube mal nichts dazu. Die bekommen von mir noch den Rüffel, wenn ich in der Lounge vorbeigehe, wenn ich da schon gratis Werbung mache. Und übrigens an dieser Stelle noch schnell, merci vielmals, Somuku, an die Resub. Danke vielmals. Jetzt alle fürs Hooligan sein. Wirklich. Macht das. Das ist so typisch, dass er das macht. Also es ist wirklich so, er hat so... ist das so eine Stürmi. Auf jeden Fall. Der Absturz. Absturz, ja. Absturz. Nein, er ist eben Absturz. Ja, der Absturz. Er und der Zomuko haben sich einen grossen Witz daraus gemacht, uns da ein bisschen hochzunehmen mit nicht Emote-Chat angeschaltet etc. Ja, so ist sie. Ich habe dann irgendwann später aus Versehen auch noch den Emote-Chat angeschaut. Auf jeden Fall... Entschuldigung? Ja, ich frage nicht. Auf jeden Fall. Warum heftest du Sachen an? Nico, ich bringe dir mal Twitch bei. Ist gut. Komm mal für eine Nachhilfelektion vorbei. Okay. Kannst so du bitte vorher sagen, wenn du kommst? Ich muss noch aufräumen. Ja, ist gut. Zum Munkel hat noch gesagt, dass die amerikanischen Schwingen schon mit 10 Schaden haben.
Ja, das Also, habe ich auch gesehen. jetzt habe ich mich sehr lachen. Der Massi ist aber im Lurk. Massi, bist du noch da? Hoi, Der Masti. Absturz hat gesagt, der neue Switch heisst Switch Reloaded. Haha, mega lustig. Switch Reloaded kennen wir alle. Das war eine sehr, sehr lustige Comedy-Serie gewesen. Ähm, Nachher der Domding hat gesagt, er hat nie Zelda gespielt, sondern nur Mario und nie Pokémon. Samuel hat gemeint, Pokémon ist Leben, stimme ich zu. Absturz hat gemeint, Ganon ist Hey, hallo? Morgoth Zelda ist Leben. Was und Pokémon ist Link Leben? und Gandalf ist Zelda. Hä? Morgoth? Okay, also er vergleicht es mit Herr der Ringe. Der Ja, Luki ist noch gekommen. Hoi Luki, wir sind gut gestartet in yes, 2023. total. Ähm, Ein Porsche mit der Natur verbunden ist. Ja, ist ja wahr. genau. Der Link ist ja immer so. Ich meine, mit dem Kokiri bei Ocarina of Time ist er ja ein Kokiri gewesen. Und das ist ja so das Naturvolk. Und auch sonst bei Twilight Princess, wo er dort in diesem Dörfli gelebt hat, Minish Cap ist selbst erklärend. Wind Waker, wo er ja so auf einer kleinen Insel gewohnt hat. Er war immer so ein Naturburst gewesen irgendwie. Darum passt es schon. Ja, fix. Ja. Fix. Das stimmt schon, das stimmt eben schon. Nachher sagt der Säbel, übrigens das erste Mal geschrieben, Säbel, du kannst ein bisschen mehr schreiben, gerne ein bisschen mehr schreiben. Er ist sicher der Speedrunner, das irgendwie etwas schneller Das habe schaffen. ich Ja, auch das stimmt gesehen. schon. Ja, ich glaube es auch. Der Speedrunner mit dem Controller für Disability wirklich noch ein paar Tricks wert auf Lager haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Und du kannst sicher noch mehr Genau. Buttons auf einmal drücken, oder irgendwie so. Ja, das auf jeden Fall. Ja, Dann der Absturz sagt man Bummix for the Wind. Keine Ahnung, was er meint. weiß ich auch nicht. Heartless Sven. Heartless Avon. Sorry, Nora ist weg. Alles klar. Raven. Ah, Heartless Raven. Hey, Raven. Heartless. Hoi, Dankeschön. Hallo, Immer da ja, für euch. danke. Also, Massimo ist immer da für uns. Nice. Steffi sieht wieder mega hübsch aus. Danke, Ja, dass danke. das sieht auch mega hübsch aus. Merci für das Kompliment. Und der Massi ist um. Yes, gut. Aber wer jetzt nicht mehr rum ist, bin ich. Wo ich muss jetzt ins Büro rauf und dann muss ich neben auf den Bus. Weil der schade, wenn ich den Bus würde verpassen, dann müsste ich eine Stunde warten auf das eigentlich. Aber yes. Hey, cool, seid ihr da gewesen. Aber jetzt wieder jeden Montag. Massi, hör auf, ich werde rot. Denkt dran, ab jetzt wieder jeden Montag am 3 hier auf Brack.ch mit Gaming News am Start. Morgen am 1 Klemmbausteine, das ist eine neue Zeit. Der Cyril streamt jetzt neuerdings nicht mehr am Morgen um 11 Uhr, sondern am 1 am Nachmittag, am Dienstag. Am Mittwoch ist wieder der Troy am Start mit wahrscheinlich Dingsbums, Need for Speed. Yes, Need for Speed. Yes. Darf ich noch schnell sagen? Kleiner Erfolg für mich. Kleiner Erfolg Ja, ist für gut, mich. ist gut. Habe ich dem Troy empfohlen. Und er spielt ja normalerweise gar nicht so Games. Ich habe es am Troy gesagt. Ja, wir sind alle ganz fest stolz auf dich. Hast du gut gemacht. Kommst du ein Sternchen-Sticker rüber? Spielt das bitte. Und jetzt hat er so Freude, dass er immer überzieht mit seinem Stream. Und es ist im Fall mega unterhaltsam mit zuzuschauen. Nice. Also wirklich. Genau. So eine, ja, er spielt am 3. Am Donnerstag ist noch Stream frei. Und am Freitag spiele ich am 1. Dann wieder Immortal Phoenix Rising. Außer es kommt etwas Neues zwischen irgendwie ein neuer Release oder irgendetwas Spannendes. Dann spiele ich dann natürlich das. Und sonst eben Immortal Phoenix Rising. Also, Donnerstag ASMR, Nico-Stream, ja genau. Mit mir ASMR, ja genau. Ja, genau. Genau. Also, meine Lieben, merci vielmals, dass ihr da gewesen. Hat gefällt und wir wünschen euch noch einen ganz schönen Rest. Habt euch Sorge, geniessen, erholt euch von dem anstrengenden Menti. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Bis dann. Tschüss zusammen.